ein Doktor, der genug Arbeit hat hier in Paraguay, fährt nach Afrika und arbeitet als Doktor. Hat eine Frage an die. Ist das Missionar oder ist das Doktor? Danke Reinhold Derze, dass du hier ein bisschen ans Vertellen wirst von Afrika. Wir waren viel Bilder sein von ihm. Er ist mit seiner Früh nach Afrika gegangen. Aber trotzdem, Reinhold, wo bist du abgewachsen und wo hast du studiert? Ich bin von Paraguay in Asunción abgewachsen. Therese ist hier von Philadelphia. Ich habe in Asunción eigentlich einmal gewohnt. Habe dort auch studiert als Doktor. Und dann, nach dem Doktor, hat sie nochmal 3 bis 4 Jahre als UG-Doktor. Dann bin ich nach Republika Dominicana gegangen. Wir waren dann noch in den States. Und dann sind wir zurückgekommen und arbeiten dann al sehr viele Jahre hier in Paraguay. Und ja, wir haben in Chaco gewohnt. Und sind wir 3 Jahre gewesen. Und uns hat es sehr schön. Wir sind auch in Bolivien mal gewesen, eine Zeit. Und in Südamerika als sehr viel Raum gefahren. Aber nun sind wir in Afrika. So, wie kennen die endlich alle? Der Fundation Vision. Ja. Kannst du kurz das erklären, als das dient? Du hast das bloß abgebaut, oder wo ist das entstanden? Ja, dort ist, Fundation Vision ist ja eine Organisation. Und das ist nicht meint. Dort ist, ich sage immer, das ist ganz klar Gott seine Sache. Ich habe mir das niemals so vorgestellt, niemals gedacht, dass so groß war. Ich bin mal als UG-Doktor gekommen hier in Chaco und habe viel gearbeitet, hier auch an manchen Kolonien, auch in Asunción viel. Aber irgendwann kommt es so weit, dass einer mich mal fragt, wie viele Patienten das du sein? Und dann kann ich dem sagen, der 30, 40 am Tag. Aber er fragt dann, wie viele Menschen das kein UG-Doktor sein? Das meint nicht du, auch nicht der andere nicht. Nein, ich habe mir so niemals nicht so eine Frage gestellt. Ich sage, das ist auch nicht mein Problem. Das macht ein Ministerium oder sonst wer. Ich habe nichts damit. Aber die Gedanken wurden mir nicht los. Und so fange ich dann immer da unter zu denken, wie viele Menschen gibt es da, die wirklich keinen haben. Dann sehe ich noch Kilometer einen Tag an Tisch gegangen. Das ist ja die Labrastation, wo wir als Minister auch da in der Stadt sind. Dann hat er gefragt, ob ich da nicht mal einmal im Monat mit euch helfen darf. Und der hat dann auch gesagt, ich durfte hier helfen kommen. Und dort habe ich dann lange getan. Und dort wird immer mehr und dort wird immer mehr. Und jetzt wird es wieder so groß, dass wir sehen, dass jetzt nicht mehr muss, dass ich das so wie andere. Ja. Und dann hat ich ein paar Freunde gefragt, ob die nicht wollen, alle Tipp sein, ob ich nicht wollen, eine Fundation aufmachen. Damit ich auch Rechenschaft ablegen, wie sagt man dort, aufleihen darf. Und so ist das mal entstanden, in 1991, ja, mit vielen, die dann da mithelfen deden, dass das ein Leben gerufen wird. Und so ist die Arbeit eigentlich mal wieder gegangen, aber das wird immer mehr. In Paraguay hast du dann die Fundation Vision gemacht. Und dann aber Lothar auch noch in andere Länder. Naja, Paraguay wird hier erst, wenn es das ja, wo wir wohnen und so weiter. Und am Anfang wird allein und dann wird es immer geraten. Nach vielen Jahren wird es so groß. Wir haben nu 40 UG-Doktors, die bei allen Krankenhäusern arbeiten. Wir haben über 200 Menschen, die bei uns angestellt sind. Wir fahren Rüt, wir tun 500, 600 Menschen am Tag sein von Deutschland. Und jetzt wird es dann so umrahmen, dass ich sehe, wirst nicht mal nach Bolivien halb fahren. Alle nach Bolivien, naja, das ist ja nicht wieder auf. Und so sind wir dann, Therese und ich, mal nach Bolivien getragen, nach Santa Cruz, und haben dann dort auch eine Fundation abgestellt. Dort wir aber sehr am Anfang, das sind 5 Jahre 3. Okay. Ja. Und dort wir mehr Bolivianer, nicht an unsere Deutschen. Wir wollen da für die Bolivianer wollen wir dort. Und dort habe ich dann viel mit Ministerien gearbeitet, auch mit Doktorschen sind. Und habe dann auch eine Lotte gekauft. Wir haben noch kein Krankenhaus gebaut. Das ist bei Pailon, da in der Gegend, das ist bei Santa Cruz. Aber wir haben eine Klinik in Santa Cruz, ein Krankenhaus geparkt. Da arbeiten wir nu. Und da ist auch ein kleines Komitee, das da mitarbeitet. Also, dort eigentlich. Ja. Ich sage, es ist nicht so aus dem Paraguay, nicht so groß. Das ist klein und viele UG-Doktors, die da mithelfen. Wo ist es dann gekommen, dass du einfach eine Anfrage gekriegt hast, um nach Kongo und nach Afrika zu gehen? Ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist meine eigene Schuld, weil ich sage,
Hast du darum gebeten? Nee, op keinen Fall. Van mij würde ich hier bleiben wollen. Und wir haben unsere Kinder hier und unsere Großkinder und wir haben eine schöne Wirtschaft. Und das geht uns sehr schön hier in Paraguay. Auch in Bolivien würde ich auch hier wieder machen wollen. Nee, das wir so, ich bin Bruder von einer deutschen Organisation, die heißt Christopher Blinder Mission, CBM. Und das hat ich über 20 Jahre getan. Und da habe ich auch de Freunde, die fragen mich immer, wo wir was helfen. Deswegen sehe ich in Südamerika auch in Guatemala gewesen, Patent, und ich bei Belize habe ich dann von unserem Minister durchgetroffen und so. Und in Mexiko, in Chihuahua sind gewesen, der Jent, und überall. Ja. Also ich bin sehr viel rangekommen. Und die zeiden, die wollen hier von Südamerika was, und ich soll wieder anhelfen mit so was. Und einen Abend rede ich so mit meinen Freunden, dann sage ich, hey, wo wirst die Handreiche, wie wollen die alles betonen? Du darfst Handreiche von Deutschland sein, wo immer du warst, aber wie wollen hier dort die uns wieder helfen sollst. Dann sehe ich, vielleicht zu dumm gewesen von mir, ich weiß doch nicht. Ich sehe dann, wollen wir die Frage anders stellen, wo fehlt ihnen dort? Ja, wollen wir nicht fragen, was ich will, wollen wir fragen, was ihnen fehlt. Und hij kommt dann eine Weg, Loda 3, und sagt, uns fehlt das sehr dringend in Kongo, in Afrika. Dann sagt du wirst ja nicht ganz, niemals dort. Dann sagst du hast gefragt. Ich sage, ja, das stimmt. Ich habe gefragt. Und die zeiden, dat is een groot land. Da ist sehr viel Not. Wir haben von alles versorgt. Da tät sich das sehr schwer. Wie brücken die halt. Die weißt, wo sind dran, die hast alle Erfahrung, die kannst dort mit Augen und je Rechte und Krankenhäuser abstellen und so was. Bitte kommen halb an starten. So, durch diese Organisation sind Sie da angekommen? Die haben sie eingeladen. Wir durften erst mal für eine Woche hinfahren und dort mit bechecken und dann durften wir immer noch sagen, ob wir das wollen oder nicht. Das tun wir dann. Wir fuhren dann nach der Hauptstadt von, da sind zwei Kongos eigentlich. Das ist ein ganz kleines Land, das heißt Kongo. Und dort heißt ein anderes, was für besiegt ist. Das ist ein sehr großes Land und dort heißt Demokratische Republik of Kongo. Und wir kommen dann an der Hauptstadt ist Kinshasa. Das sind 15 Millionen Menschen da in der Stadt. Und das ganze Land hat, ich weiß nicht genau, aber dicht an 100 oder vielleicht sogar mehr als 100 Millionen Menschen. Das ist 6-mal so groß als Paraguay. Das sind meist 3000 Kilometer von einem Einbett am anderen. Also das ist ein sehr großes Land. Und wenig Wege, wenig entwickelt, sehr viele Flüsse. Also das ist ein großer Fluss, der heißt auch Kongo. Das ist meist aus der Amazonas, ein bisschen anders. Aber der jetzt um das ganze Land herum. Viel Armut? Sehr viel Armut. Das ist eines von den 4, 5 ärmsten Länder von der Welt. Ja. Sind da viele Christen? Sehr viel. Das ist ein christliches Land. Das sind frohe Menschen, die singen viel, sind in der Kirche. Ja, tanzen und frohe Menschen. Ich habe am Anfang, als ich ankomme, wenn sie alle Französisch reden, so eine dichte Stimme haben, so schwatten, gerückte Menschen, ich hatte wirklich Schiss oder Angst, oder ich weiß nicht, wie man das sagt. Aber mit der Zeit, wenn du die erste Channel liest, das sind wirklich liebe, gute Menschen. Ich habe nicht Angst vor Gott. Die worden immer prager, die kommen dicht an und wollen sein, wenn ein Polizist ist, der redet die dann an mit strengen sind, aber nu weißt du all, die wird die nicht damit tun. Die wollen mal, dass die dem vielleicht einen $1 gibst oder was, wenn sie was zum Leben will haben. Ja. Aber Gas gehen ist kein Problem. Die kannst gehen, das geht, aber die wirst, wenn es aus Wetter fällst, immer ab. Ja. Also da sind nicht witte Menschen auf Gas. Und die worden ook toekomen, die worden ook allemaal wat prager, wel allemaal een beetje wat hebben, dat die helpen zullen. Aber die sind nicht aggressiv. Wir haben nicht Angst, dass die worden mit einer Pistole oder mit einem Messer oder mit irgendwas ankommen oder dass sie die worden entführen und was so was tun. Was tust du da nu? Also diese erste Zeit, was ich getan habe, ist erstmal die Sprachlehre, also mit Französisch mit wie. Ich wohne in der Hauptstadt, das ist in Kinshasa. Wir haben die Organisation hat alle eine Officine am Büro und der hat auch so ein Gästehaus oder was, da sind wir dann. Wir fahren dann viel rüber nach Krankenhäusern, was von der Baptistenmission, da sind auch Mennoniten,
Aber die Mennoniten Krankenhäuser auch so, aber das sind nicht so wie das hier tun. Das ist anders. Und ich halte dann diese Augendoktor starten, da wieder zu kommen. Kongo, die seine die haben sehr wenig Augendoktors. Das sind nur 40 Augendoktors, die operieren können. Vielleicht sind ein paar noch dazu, die nicht Augendoktors sind, aber sich dort gelehrt haben zum Operieren. 40 ab 100 Millionen Menschen? Das ist ganz richtig, ja. Das sind dort ungefähr. Ja, wir sind hier in Paraguay, haben wir 250 Augendoktors. Ja, Ab unsere 7 Millionen Menschen. In Bolivien haben 300 Augendoktors. Ja, und da haben die 100 Millionen. Das würde so sein, als wenn wir in Paraguay würden vielleicht 3 oder 4 Augendoktors haben. Ja? Oder wenn in Bolivien würde vielleicht 5 sein. Oder was? 5 Augendoktors im ganzen Land. Ja? Also da sind pro Million Menschen, so 10, 20 Millionen, was ich so, wenn du miteinander forschst, die haben noch niemals einen Augendoktor. Die seinen wohl auch nicht. Ja. Was hast du da für eine krasse Erfahrung gemacht mit dem? Na, erstmal. Hast du auch operiert? Ja, sagen. Also viel Rüttefahren zu seine Wude operieren und die Doktors, die da Krankenhäuser haben. Ja. Erstmal die Operation soll, ich will das nicht mal beschreiben, ich weiß nicht, das sind Fenster, die haben Maschendraht noch bitte, die sind up, da haben Wind an alles und das ist aber die Operation soll, ja. Und da ist kein Strom, wenn sie hat keinen Strom nicht. Also 90% vom Land hat keinen Strom. 90%. 90 Millionen Menschen leben ohne Strom da. Also das meint mit 4 Jahren und so was. Dann hatte die nicht die Bereitschaft zum Operieren. Die haben ein eine Strecke Brille, so eine Lupe. Und das Schweißen, oder hatte ich gesagt, wenn das Blatt, dann wie nennen das Cauterio oder Kautern, ja. Das ist ein elektrischer Apparat, wo die dann so betreffen und dann die haben so einen Brenner mit einem Stück Eisen. Und dann wird das heiß gemacht und dann tun sie immer so, dass das dann nicht bladen soll und so. Zum Schneiden brauchen die dann ein Bisturi. Wir brauchen dann, das sind extra kleine Massatjes, die wir dann brauchen. Die haben auch noch einmal eine Rasierklinge, das was wir zum Rasieren brauchen. Dann brechen sie ein bisschen auf davon, eine Spatz. Und dann ist es geschwappt an eine Spatz und dort ist dann eben das Maser. Und so wird dann operiert, ohne Mikroskop, ohne nichts und dann drauf los. Ich mag mal wundern, dass die, ja, ich meine, die haben Komplikationen, der Hälfte von denen hat Trouble. Deswegen, ja, ich will den nicht schwarz machen, ich will das nicht, wenn es das ist, das Einzige, was die haben, da ist nichts anderes. Und die brauchen das. Das hast du kriegst alles gesehen und erlebt, das ist eine kurze Zeit. Ja. Also die haben wirtschaftlich nicht viel. Wirtschaftlich, die haben nicht Strom, die wohnen ganz einfach Stufchen mit Halt und Probleme da immer gedeiht und so was, ja. So wohnen die meisten. Die haben nicht Mal, die haben nicht Feu, die planten wenig an und all so was. Ich weiß nicht, wo ich sagen soll, aber ich habe gefragt. Sagst du, sind was hier nicht. Und wenn die wie viel mal mehr Land jetzt als Paraguay haben, dann dort bearbeitet die nicht. Nee, das ist sehr viel Land, was nicht bearbeitet ist. Für die war da ein bisschen eine Idee entstanden, ja? Ja, Sachen. Also erstens, das fällt mir ab, dass das Land sehr rein ist. Das hat viel Wasser, viel Flüsse. Die Temperaturen gehen 32, 34 vielleicht, wenn es sehr heiß wird. Im Winter vielleicht 20 Grad, ja, das geht nicht unter 20. Das regnet, da haben eine Drehzeit, das sind so 3-4 Monate, wo das nicht regnet. Das kriegt es hier auch im Juli und so was, und die Zeit. Aber allgemein ist das immer rein, alles, ja. Und deswegen, wenn die so viel Land haben, ich habe da einige, die sehen mich dort, die Holland, die wissen nicht mal, wie viel sie haben. Da ist ein Doktor, mit dem ich nicht reden kann. Da frage ich einmal, was er mit seinem Land hat. Na, habe ich noch niemals gewusst. Nicht. Da ist sehr viel Land. Und die sind sehr dankbar, wenn einer kommt, helfen damit. Ja, deswegen habe ich immer so einen Gedanken, es wird so schön sein, wenn hier mal die Milch ist alles Pulvermilch, die importieren die. Mais wird importiert.
Malch wordt importeerd, dat Importeerd. komt alles vom Uitland, alles. Dat komt rein alles vom Uitland. Zeggen, er sind einzelne Jäger, wat hebben, die hat noch nicht gesehen, aber die sagen, da ist was, 2000 Kilometer wieder auf, irgendwo. Aber das hat nicht ihre Malko, ihr No, Queen da. no. Ja, was der viel hat Kase, der hat nicht Heiner. Ich weiß nicht, warum nicht Heiner, nicht Radio, aber wir haben Missionare, sind 500 Kilometer auf von der Hauptstadt. Die kommen nur der Stadt am Erdetscheibe. Ich sage, wo ist die 500 Kilometer weit vor am Erdetscheibe? Das geht ja nicht. Du kannst ja die paar Heiner haben, hier hast du ja alles. No, dat schafft het maar dorten. Die grote eier, die smaken, die hat dorten so eine kleine, da wat. Also Mehllichenten sind viel, die haben viel Käse, keine Heun. Ich habe keine Heun gesehen, keine Karte. Aber bei den Hiesen sind immer Käse. So eine ganz kleine Käse hat die Ramaraner. Aber das ist ein Land, das viel Not hat. Und ich glaube, die weiter even nicht später. Ja. Also die Idee wird sein, mal einfach van hier Menschen anzuladen en den, wat einmal, 1-2 Jahre vielleicht mal dort zu wohnen, und den zu helfen, zu wiesen. Dat wordt veel. Ik zie ook gedacht. Ja. Ich habe mich nicht mit so einer Sache uit. En ich weiß auch nicht, ob ich. Aber wenn einer sich dort beschäftigt, wo die Menschen in Not sind, ab so einem Land, weißt, also so recht mit allem. Und ich weiß ja auch in Bolivien zum Beispiel, auch hier, wo unsere Minister einmal Land sieht für ihre Kenia oder wieder, ja. Hij wil me dat kost je de rest is zeggen, je zit me dat privat. Vind mal dat aan de Mennonieten, jonge Poliet, mal einfach doorgaan fahren en ja, dat wordt veel. Helpen. Ik weet niet, irgendwo embryos importeren, dat aanvangen, bijna. Wat wordt je plan? Plus mandioca? Nou, de meeste wat je zijn is mandioca, eet niet. Een beetje mais. Ja, niet op een maand beter. Nee, groot om exporteren sowieso niet. Ja. Ook vlees om exporteren niet en zo wieder. Ik geloof, we worden met, ja, ik dacht een Wirtschaft. Ons einfach een normale Wirtschaft anfangen mal, ja. En ja, aber das Problem ist, Strom ist nicht, ja. Also, das ist nicht Strom. Da wird man sich mal irgendwo mit Strom weitermachen und so eine Sache. Und mit den Wehen. Generator. Ja, Solar oder Generator. Und Wehen sind gut. Also Wehen sind 500 Kilometer als Asphalt, eine Gas von der Hauptstadt Rüt, aber sonst alles Erdweich. Die brauchen sehr viel Motorräder oder viele brauchen Motorräder. Fängt noch langsam an. Und die Wege sind sehr schlecht. Also da, wenn das regnet, dann sind so tiefe Erosionsfurchen Berner, weißt du, kommst mit dem Auto durch durch oder was. Das sind nicht Steine an dem Land. No, das macht Steine sein, wenn das andere 3000 Kilometer auf, von wo ich sehe, da sind Bäume, da darf es sogar schneien. Da sind Vulkane und da sind, und dort ist die Gegend, wo viel Krieg ist. Meinst, wenn du mit den Nordtschechen da ist, in Nordreich, dann wirst du hier vom Kongo, dort die viel vom Krieg reden, und dort das Militär, und ein paar Millionen Menschen zu sich gegangen sind, dort sterben. Da sind Stämme, wo sich untereinander nicht gut sind, und dann greifen die sich einander an. Und dort sind über 2500 Kilometer auf der anderen Kant. Da ist viel Gold in Diamanten und Coltan. Dort brauchen sie für Cellulars und Kobalto für Batterien. Und Silber und all so eine Sachen, also Mineralien, das Uran, all so eine Sachen jaftet, aber das alles auf der anderen Seite. Diese Seite hat nichts, da wo wir sind. Und deswegen passiert auch nichts. Dann sind die Menschen einfach arm in der Land und sind arm da. Das ist jemand, wo ich will helfen, eigentlich. Ich habe mich da in einem Gebiet von ungefähr 15 Millionen Menschen uitgezocht, wo kein ugedacht ist. Da wollen wir dann Krankenhaus abstellen, da wollen wir mit den Menschen telefonieren. Da sind wir nu dabei mit Ländereien zu checken vielleicht oder was, ja. Und da wird abzustellen. Und wenn wir dort sehen, so ein bisschen mit Agrar und Ski und Malch und ein bisschen Nachbarschaftshilfe, vielleicht eine Kooperative oder so, wird nicht mal, ich glaube, da wird sehr fein sein. Wir würden dem Land viel helfen können, wenn es da sind. Viele wollen da nicht haben, das kann die nicht, das ist so weit auf, ja. Sie sind zu Weihnachten einmal hier angekommen, die gehen nu meestal terug. Für wie lange reden Sie? Wir sind nu wir sind noch in 2 Wochen, wo wir hier sind.
Und dann planen wir dort, also ganz teuer sage ich heute mal für 2 Jahre. Aber das Projekt, so es dort steht, wir haben Fondation Vision dort noch eingeschrieben. Wir haben angefangen zu arbeiten als Fondation. Bei das Ganze dort daran stelle ich mir vor, dass das unbedingt 5, 6, 7 Jahre nehmen, wenn ich länger. Also wir sind da als Gehorsam Gott gegenüber. Und wir wollen da so lange bleiben, als das fehlt. Und Gott ist definitiv hier. Wir wollen hier bei unserer 10 Familie sein. Aber Gott hat uns dort einen Auftrag gegeben. Und dort, wo wir dann in seinem Namen auch so wieder, solange er es Kraft und Gesundheit schenkt, wo wir das tun, wo wir da sind. Aber Achtung, Reinhard, dass du dort erst mit deiner Früh, da die einmal Bett wollen. Ja. Und das ist ein sehr gutes Vorbild. Ich weiß nicht, hast du zuletzt vielleicht noch was, ein extra Gebetsanliegen oder was sei von der heute Jahr? Nou, ich weiß nicht. Die Not ist viel Rathaus, was ich persönlich mit Therese Töpf-Dönitschene, wir waren viele Jahre zusammen, wenn Gott in hat leicht irgendwo anzutun Städte, die Organisation, mit der wir arbeiten, Fondation Vision oder CBM, Christopher Blind Mission, was nicht schon das. Oder wenn ihr Ideen habt, wo ihr dort arme Menschen helfen wollen, wir waren sehr frei. Das ist ein bisschen einsam dort. Wir sind der einzige Deutsche, ich meine, wir haben Deutsche von der deutschen Wirtschaft da, aber uns fehlt Menschen, die uns mit Training helfen und vielleicht Hiesebücher oder mit Agrar, Traktorfahrer helfen dort, oder Malche oder Nosse, qualquier cosa, Schraube helfen. Dort wird uns, ja. Gut, wenn irgendwer Interesse hat, kann sich melden bei mir oder ja, Sachen. Ja. Wir wollen Lothar noch ein Video machen, ob dort was er wirklich arbeitet hat, ab Auge. Also da wird man ja bloß am Auge gehen, dort kommt Lothar. Reinhard, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche Ihnen viel Mut und Gottes Segen dort in Kongo. Hat Brückwi. Ja. Die Gebeten. Aber uns hat das schön, jetzt auch nochmal. Dankeschön für die Möglichkeit, das hier ein bisschen so mit Ihnen zu teilen. Ja? Dankeschön. Ja.